Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Lego City Review, nämlich vom Lego City 60408. Das ist der Autotransporter. Er ist für 7 Plus, kommt von 2024, hat 998 Teile. Man braucht 2 bis 3 Stunden, um den zu bauen. Er hat 4 Minifiguren drin, 3 Autos und einen Lastwagen. Und man braucht etwa 85 Franken Geld im Moment, um den zu kaufen. Es hat dann hier innen den Karton. In dem Karton hat es für jedes von diesen Autos eine Anleitung. Dann hat es eine Anleitung, die relativ dick ist. Die hat 140 Seiten mit 177 Bauschritten drauf. Und hat alle möglichen Teile dabei. Unter anderem einen türkisfarbigen Teiltrenner und einen Kleberwagen mit 6 Kleber. Aber so mal gleich. Genau. Was hat es denn da noch drin? Zum Beispiel ein Auto und ein Anhänger. Und ein Lastwagen. Bevor ich es vergesse, alle von diesen Autos haben eine Kühlerhaube und ein Heck, wo man abnehmen kann. Wo man dann tauschen kann, dass man später die wild kombinieren kann. Kinder möchte das gerne, die Farbe stört sie nicht. Genau. Was noch, dass ich es nicht vergesse, ist, wo sind eigentlich die Räder von dem Auto? Sehr einfach, die sind unter dem Schutzblech versteckt und damit die nicht Platz haben, sind die viel kleiner. Nur für das, falls ihr das recht gefragt habt, das fährt aber genau gleich wie alle anderen auch. So, das wäre schnell die 3 Autos so. Noch eins nachher zu denen. Jetzt zuerst zu der Zugmaschine. Da haben wir nämlich den Deckeluftrag. Hat hier einen Fahrer drin, der hat hier noch so ein Haarteil dabei. Ich finde ganz persönlich, der Fahrer sieht ein bisschen älter aus mit dem Käppi. Und sobald er die Frisur anlegt, sieht er dann so 20 Jahre jünger aus. Also junger Fahrer, älterer Fahrer. Oder was denken ihr? Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Jedenfalls, wenn der heiß wird, nimmt er seine Haare ab und legt dann das Käppi an, oder? Darum liegt das da drin. Für all die dann denken, wie kann man eigentlich zum Motor, gibt es hier die Funktion, wo man den Motor, also die ganze Haube aufklappen kann, die ganze Cockpit, wie bei vielen von diesen Lastwagenmodellen, damit man zum Motor kommt. Selbstverständlich hat es hier auch noch einen Feuerlöscher, ein Erste-Hilfe-Set und für die sich gefragt haben, wo eigentlich da der Auspuff ist, der ist hier versteckt. Genau. Dann gibt es den Anhänger. Der Anhänger hat hier so klappbare Füße, damit der eben auch steht ohne. Wenn man dann das hat, kann man dann einfach reinfahren, bis man da ist, schnell heben hinter und dann ist es geklickt. Dann kann man die dann ja so aufklappen und losfahren. Das kann man auf und runter klappen, zum Ein- und Aussteigen. Das hier kann man auf und runter tun. Wenn man es hier vorne einklickt, dann kann man super viel Gewicht da drauf tun. Jetzt nicht noch mehr drauf, aber ja, man könnte noch mehr drauf tun. Ups. Genau. Wie steigen die hier ein? Ganz einfach. Bevor wir das Ganze dann einsteigen, der Test zu den Autos. Das hier ist eine neumodische E-Sportkarre. Hat hier als Fahrerin die nette Persönlichkeit. Dann haben wir noch im Angebot einen 50er Jahre Dagger. Wir haben einen Fahrer, der tatsächlich eher so ein bisschen aussieht wie der Elvis. Mit rotem Innenlederausstattung. Sieht auch nicht schlecht aus. Und noch ein 70er Jahre Muscle Car. Mit so einer Fahrerin. Mit neumodischer Frisur und Hadi. Und da das Vehikel bewegt. Eher so ein bisschen braune Lederausstattung. Genau. Mein Sohn sein Lieblingsteil ist das da. Was haben wir noch? Also mit der Rädchen habe ich gesagt. Lassen wir die einsteigen. Also, wie kommen die da rein? Lego hat sich überlegt, dass die Kinder nicht auf die Idee kommen, dass zuerst etwas da aufsteigt und
nur für Hilfszwecke hier aufsteigt und dann hier einhängt und da aufsteigt. Moment. Das sollte dann auch gerade drauf sein, dann geht das auch. Ist drin. Nächstes Auto ist drin. Zu und los. Sondern Lego hat sich überlegt, dass das Kind eben alles immer einladet. Und dann gleichzeitig wenn drauf und abladen auch noch, wie auf dem Foto. Also, dann haben wir unten nur eins dabei, darum gibt es das hier nicht. Sondern nur so. Ihr seht aber, man hat hier überall Platz und wie gesagt, man kann einfach nicht das Auto unten tun. Auch nicht, wenn es ganz vorne ist und dann kippen. Das geht nicht. Deswegen hat es dann nur 3, dass man es zu jeder Zeit kippen kann. Ihr seht aber auch, dass die da relativ gut haben. Es ist immer eins zum Einhängen und eins zum Drüberfahren gemacht. Und eben, wenn es dann oben ist und das unten drin, dann muss man es nicht einmal mit euch hängen, aber selbstverständlich macht das Sinn, dass man das macht. Ihr habt schon gesehen, wenn man kehren will, man kann das nahezu um sich selber drehen. Ich kann jetzt behaupten, eine normale Lego-Kurve von einer Lego-Platte geht, aber Kreisel eher nicht. So, wenn man schaut, wo das da die Hinterräder durchfahren, die sind eigentlich konstant immer dann mit zum Kreisel. Genau. Ja, das wäre glaube ich das gewesen. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wenn ja, bitte tun wir nach oben einen Kommentar. Schicke das Kollegen, Freunden und Freunde. Schaue ich ein neues Video. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten wieder. Ciao zusammen!